hab das daher Wollt ihr geschnitten, entspannen oder weil ich die Ich hab für Ladezeiten beides was ersparen da. wollte. Wir jetzt auch noch ein bisschen einkaufen und da wir gerade da sind, Hast du diesen verrückten Flaschenroboter gesehen? na, da wir jetzt gerade da sind, könnten wir in der Zwischenzeit noch schnell was Zusätzliches dazu machen. Muss echt stressig sein mit diesen Verrätern, Halsabschneidern und Betrügern. Meine Chems können dich ein bisschen runterbringen. Zeig mal, was du so hast. War mir ein Vergnügen. Mhm. Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt nebenbei eine angeraucht. Tut mir leid. Aber der hat ja auch nichts, der Wappler. Warte mal kurz. Das Addictol können wir mitnehmen. Jetzt schau ich noch gerade Mentats, das ist der Scheiß. Stimpaks. Okay, das kannst du mit Downy, den kannst du mit Downy schmeißen. Weil der hat nichts. Nö. Gut, das würde 300 haben, ist mir scheißegal. Sie hatte nur First Es Aid. ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Hi, Shelby. Ich hab's nicht Brauchst so du was mit für den anderen. nächsten Überfall? Schau dich um. Ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Na klar doch. Ah, Gott, oh Gott, ich sag das, du machst das mit. Baseballschläger, Impulsgranate. Na. Die hat ja. Schaut auch geil aus. Warte mal. X. Die schaut ja fürchterlich geil aus. Weißt du was? Ah, das ist ja im Prinzip der vom Nuka. Warte mal, soll ich den mitnehmen? 434, was ist den nehmen wir mit? Den nehmen wir mal mit, schaut geil aus. So. Mhm. Oh, Hundefutter. Cotton Candy Bites, was ist denn das für ein Scheiß? Keine Ahnung. Sadigtol nehmen wir mit. Instapüree, Karotten, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla, bla bla bla, bla 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 bla. Die hat nix. Was hat sie denn da alles? Da können wir ein bisschen was mitnehmen. Was ist das? Ja, bist du deppert? Keramik nehmen wir mit. Beton haben wir genug. Kupfer nehmen wir mit. Und Holz brauchen wir, wie gesagt. Sicherung, Kupfer, Glas, Gold, Öl und das brauchen wir. Genau. Und den Quagel nehmen wir mit, weil da haben wir nämlich nichts mehr. Und das da. Okay. Wow. Ja, ich verkaufe jetzt mal alles, was mir so irgendwie in die Finger kommt. Gebackene Blähfliege. Achso, ich habe schon viel zu viel. Weißt du was, da nehmen wir uns noch was mit. Kann sie haben. Kann sie haben. Mal da ein bisschen hinschauen, was ich verkaufe. Perfekt. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Ja. Es ist mir eine Freude, Ihnen zu dienen, Ma'am. Die Händler tun mir leid. Müssen immer diese Halsbänder tragen. Ja Wir klar. rivalisieren dieses Banden an Halsband einem Ort abnehmen und die und bringen mich sich noch befreien gegenseitig um. Brauchst du Hab wohl ich noch nie Waffen erlebt. oder Munition? Klar, ich schaue es mir an. Klar. Gut. Da nehmen wir uns ein bisschen was mit. Na, da nicht. Den nehmen wir uns mit, den nehmen wir uns mit. Die Gleisbolzen nehmen wir uns mit, Kettenklinge, Kryozellen. Den nehmen wir mit.
Superhammer. Superhammer für einen ranzigen Gammler. Warte mal kurz, was haben wir da? Superhammer, automatisch, da haben wir schon. Ah, das ist, mein Gott. Was haben wir da? Da haben wir uns ja schon mitgenommen. Und er hat ja nur Waffen und so einen Schaß, gell? Ja. Also nichts, was jetzt für uns von Interesse wäre. Achso, Trottel. Da geht's weiter. So. Chat. Ja, kaufen wir mal, ist ja wurscht. 16 Köterkeulen, die kalten wir uns. 8 Medex. Brauchen wir eigentlich eh nicht. Die 38 Melonen, die 4 Mentats, Meierlaukuchen. 125 von denen da. Boah. Das sind, na, da können wir eigentlich alle verkaufen. Die Nudelschalen, die Cola, weg. Psycho, weg. Scheiße. Ja, was dann suchen wir uns da noch was aus. Psychojet. Right away. 104. Das sind 26. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Salisbury Steak passt. So, jetzt hätte es eigentlich alle zusammen ausgenommen wie die letzten Pistolen, Ratzen. Gewehre, Granaten und alles, was ihr an Waffen braucht. Ey da. Bullshit. Ich höre sie, aber ich sehe sie Waren nicht. aller Art. Kommt vorbei und holt euch, Ah, was ihr da braucht. spaziert sie immer dann. Stems, Camps und andere Hey. nette Sachen. Wie kann ich dienen? Greift ihr Du brauchst mir nur mehr ein bisschen was annehmen, Mädel. Mama switzt da mal dabei da um. Dates war da mal auch daher. Du kannst mir mal ein bisschen Schrott abnehmen. Weil da war nämlich schon so viel. Den Punkt der Kleidung. Was haben wir denn dann an Hilfsmitteln? Ne, eigentlich auch nicht mehr so viel. Aber das wiegt halt ein bisschen was. Was, wenn das anders machen? so? Wir gängen noch einmal. Wir gängen nochmal zum alten Tati. Wo ist der Tati? Da hinten ist der Hier Tati. gibt's Waffen und Munition. Waffen, Munition, du weißt schon. Zeig mal, was du so hast. Klar. Jo. Wo war denn das jetzt drinnen? Da. Die kann man haben. Die kann man haben. Boah. Davon kriegen wir auch noch genug zusammen. Jetzt hat Psychojet kann man haben. Okay. Du gibst mir im Tausch dafür Munition. Nochmal ein bisschen was von da. Schrottpatrone Kaliber 50 brauchen wir nicht unbedingt. Ist jetzt natürlich interessant. Ich habe alle selbstzielend feurig verbessert. Weißt du was? Der gibst mir noch.
Und was nehmen wir uns eigentlich? Ja, aber eigentlich eh schon alles, was wir brauchen. Weißt du was? Gib mir das da. Habe ich die 44 jetzt mitgenommen oder nicht? Ja. Das wird so unsere Reservewaffen. Ja, aber überhaupt nichts mehr, was wir uns da verkaufen könnten, würden, dürften, müsste. Die will ich nicht verkaufen. Todeskrallensteak. Boah. Warte mal. Ja, das ist mir jetzt wurscht. Scheiß drauf. Gut. Oh. Oh. Das alles respawned. Ja, voll geil. Maurerhammer. Das Ödland ist ein gefährlicher Ort. Holt euch hier Waffen von bester Braucht Qualität. ihr Vorräte? Hier gibt's für jeden was. Schaut mal rein. Okay, Die Händler hier. hier sind nicht besser dran als Sklaven. Arme Schweine. Mason hat die letzten Alpha-Tiere teeren und federn lassen. Jetzt sind sie Wir spazieren jetzt schnell in den Fisttop Grizzle oder in die Bar da oben und reden einmal kurz mit Gage. Also nebenbei können wir immer wieder zurückkehren da und uns vielleicht ein bisschen was, ja, eh schon wissen, ne? Unter die Finger reißen. Mhm. Weil normalerweise müsste ja jetzt dann bald einmal die Zeit kommen, wo... Na, der Roboter soll in den Arsch kriechen, in den Arschgrenzer. Nehmen wir mit, machen wir zu, damit es jetzt zirkt. Ich habe nie verstanden, was Coulter mit 3 Banden in Nuka World wollte. Er hatte doch uns. Mehr braucht man nicht. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil mit euch nichts anfangen kann. Ich muss weitersuchen. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ja, auf die habe jetzt keinen Bock, Mädel. Oh, Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. ja, das ist aber nicht mein Problem, ehrlich gesagt. Cotton Candy Bits, okay, das beantwortet jetzt Hab natürlich gehört, du hättest alles. Val ziemlich vertrimmt. Oh, Was war los? Ich hatte nichts mehr zu rauchen und sie wollte mir nichts geben. Scheiße, dann hat sie's echt verdient. Ich habe schon Schlimmeres für eine Zigarette gemacht. Misha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. ja, die arme Nisha, die muss mit euch herumplagen, wirklich. Ihr faules Gesocks. Von hinten bis vorn. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Hoffentlich kriegen wir bald neue Läufer für die Feuerprobe. Hier muss mal wieder was passieren. Ja, wieso? Ist eh schon was passiert. Hey, hast du morgen Lust auf einen Nachteinsatz? Kommt drauf So an. a Asoziale hat euch den Post, hat euch den Posten vom Boss übernommen. Nein, danke. Ich mag den. Mhm. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. So. Ah, da haben wir eine Powerrüstungsstation. Das ist natürlich sehr gut Pass auf zu dich wissen. auf, Boss. Wir haben dich im Auge. Echt? Dass du überhaupt was siehst. Bei der Optik, da musst du die Augen überdrehen. So. Warte mal, können wir irgendwas kochen? Ja, siehst du, schau. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. So. Da gibt es ja auch noch genug zum Mitnehmen.
Bist du narrisch? Also ich glaube, was Punkt Schrott angeht für die Siedlungen, haben wir es einmal längere Zeit ausgedient. So. Ich bin ja schon am Überlegen, ob man jetzt uns vorerst einmal mit den ganzen verschiedenen Bosse unterhalten. Vor den 3 Fraktionen. Ist da irgendwas? Ich suche auch so diese New Arcades Tickets und den ganzen Scheiß. Ah, da sind sie schon. Jetzt sucht sie der wieder hin. Dirndl, merk da eins, dein Arsch ist nicht zum Sitzen gemacht. Mhm. Er muss in Bewegung bleiben, sonst wird dir auch langweilig. Dann schaust du ja so aus wie die Raider da überall mal dumm. Was ist da? Nix. Ah. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Also das hab ich wegen dir schon lange im Kopf. Das hat aber dann eher esoterische Gründe. Weil da muss man mal dein Scheißgeschwafel nicht anrufen. Gut, eigentlich wollte ich mit Gage reden. Bottle Cap. Na gut, dann machen wir das auch. Dann werden wir nun mit dem guten Gage reden. Auch wenn wir es nicht wollen. Wir müssen es ja sollen. Misha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Aha. Warte mal, ich habe da jetzt gerade was gesehen. Ada, du stehst im Weg. Nicht. Passt. Also unser nicht im Weg stehende Ada steht uns nicht im Weg, Ada. Was ist da? Nix, außer Müll. Gut. Was ist da oben? Ah. Okay. Ich meine, Brahmin-Köpfe, Skelettierte, Sie nichts Nützliches zurück. Handschellen lassen auf was hindeuten. Und die Fantasie dazu ist ja Das ist total langweilig, seit Misha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's atemberaubend. nicht so mit anderen. Ja, dann wirst du es lernen, Mädchen. Dir sag es. Gut, dann schauen wir mal in die Fisstop-Grille. Oh. Na sowas, da geht's ja gleich weiter. Da geht's ja gleich weiter, hörst du. Da haben wir noch ein bisschen Cola. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Geh, Ada. Du alte Fruchtfliegen, du. Tschüsseli. Oh. Oh. Ja, oh. Ja, cool. Was ist da ist? Das nehmen wir mit. Da. Haben wir genug zum Mitnehmen. Perfekt. Oh. Da hat es wer gut gelassen. Sehr gut.
Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir da in den nächsten Stock kommen. Aha. Hm? Seit wann wird das eine Terrasse? Ah. Ich hab mir gedacht, da wartet der Gage auf uns. Ah, da steht er, der. Bist du Moped? Ja, das könnte man so herrichten, gell? Gemütlich. Ich mein, gemütlich. Zum Herrichten noch was Besseres. Reden wir mal mit ihm. Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hatte einen schrägen Geschmack. Aber die Aussicht, Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Wenn ich hier wirklich die Show mache, sollten wir anfangen. Das ist genau die richtige Einstellung. So habe ich mir das vorgestellt. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Klar doch, Gage. Gut. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit. Die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war, ist unschön. Auf was für eine Scheiße lasse ich mich hier ein? Am Anfang war es nicht so schlimm. Aufgeheizte Gemüter, Streitereien, ab und zu eine Schießerei. Aber mit der Zeit wurd's schlimmer. Die Banden rissen sich so viel Territorium wie möglich unter den Nagel und versuchten sich gegenseitig fertig zu machen. Der kleinste Anlass genügt und sie gehen sich an die Gurgel. Wenn nicht jemand für Ruhe sorgt, kommen wir bald an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Das kann ich regeln. Das bekomme ich hin. Ja? Das hoffe ich wirklich. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also. Die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Da musst du wohl Zähne zeigen. Keine Sorge. Mich mag jeder. Tja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Eigentlich bist du schon der neue Overboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Triff dich mit den Anführern. Sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du die Richtige für den Job bist. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du bist nun mal der Overboss. Mach bloß keinen Scheiß. So, das ist natürlich jetzt Haben Sie etwas Brauchbares gefunden?
unser Charakter läuft mit zwei Seelen in der Brust herum. Auf der einen Seite ist er der wunderschöne, ernstzunehmende Kasperl für den Preston. Und auf der zweiten Seite träumt er dieses Scheißloch hier zu übernehmen und dann damit das Commonwealth zu fluten. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das Commonwealth damit komplett fluten. Allerdings gibt es etwas, das wir benötigen. Beziehungsweise wir werden heute noch mit den restlichen Bossen sprechen. Das sollte in der Hauptgeschichte rund um Preston und das Commonwealth jetzt nichts zu Schlechten tun, aber im Prinzip jetzt haben wir noch Handlungsfreiheit. Jetzt können wir mit die Oberbosse reden. Ja. Wow. Wir können jetzt noch mit die Oberbosse reden und können uns da ein bisschen die Sachen aneignen, die wir brauchen für unseren Charakter, der sich ja, wie du vielleicht schon merkst, sichtlich verändert hat. Ja? Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden da gleich einmal ein bisschen mit die Oberpferdchen reden überall, denn wir haben ja genug noch zum Brauchst du was, Ausräumen. Boss? Nein, ich brauche nichts, Gage. Du Nicolas Gage für Arme, du. Bock. Wir spazieren jetzt gleich mal zu Nisha und ihrer Mannschaft. Reden gleich mit ihr. BZW haben wir ja eigentlich nur mehr... Nein, wir haben ja alle drei Fraktionen noch. Wenn du irgendwelche verrückten Habologen triffst, beachte sie einfach nicht. Ich habe denen gesagt, sie sollen in ihrem Lager bleiben. Aha. Na, das will ich aber nicht. Gut, wir schauen jetzt da mal rein. Zur Nisha. BZW, wir rahmen das auch gleich alles aus, weil das, was wir jetzt an Schrott etc. zusammenkriegen... Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange sie mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also, ihr beiden, verschwindet. Und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Kurzen Blick. Ich hab schon gesehen, was uns fehlt. Warte mal, wie schaut's denn jetzt bei ihr aus in puncto Charisma 12? Vielleicht haben wir noch wir haben ja noch was. Warte mal, ich bin ein... Warte mal. Da haben wir 1 und da haben wir 1. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Seiten. Gott, oh Gott, oh Gott. Tja. Hat aber was. Also der Sean wird verblüfft sein, wenn er seine Mama sieht. Der wird sie in den Arm nehmen und lieb haben. Scheiß mir. Nisha, du altes Stück Blech. Hallo. So, du bist also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Und wer bist du? Seine Großmutter? Wenn ich es wäre, hätte ich dem kleinen Speichellecker schon längst die Kehle durchgeschnitten. Gage wird nie einer von uns sein. Er ist ein Versager. Er kann von Glück reden, dass wir ihm eine zweite Chance geben. Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Ihr seid bestimmt der Mittelpunkt jeder Party. Schlag dich auf unsere Seite und find's raus. Aber wenn's um deinen Job geht, solltest du besser keine ruhige Kugel schieben. Wir haben für Coulter Nuka Town erobert. Aber dann hat er das große Ganze aus den Augen verloren. Wir wissen beide, wie die Geschichte ausging. Obwohl eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut.
Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Das nennt ihr eine Feuerprobe? Mehr ein Kindergeburtstag. Enden Kindergeburtstage mit dem Tod. Wenn dir Gage nicht geholfen hätte, wärst du jetzt tot. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Ich werde die Dinge auf meine Art erledigen, ob es dir gefällt oder nicht. Ach ja? Ein paar Dinge solltest du bedenken, bevor du anfängst, die Dinge auf deine Art zu erledigen. Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, leg ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Ich verspreche nichts. Und ihr werdet tun, was ich sage. Offenbar bist du Coulter bereits einen Schritt voraus. Ich sehe mir an, wie das läuft. Fürs Erste. Aber wenn du anders vorgehen und dich nett verhalten willst, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du's drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Folgendes, wir müssen in den Langfinger, wir müssen unseren Charakter ins Schleichen komplett einbürgern. Wir müssen es einbürgern in puncto Taschendiebstahl. Langfinger etc. Alles was dazu gehört. Und den Kannibalen muss sie auch noch machen. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Ja, Ada, was tue ich denn gerade die ganze Zeit, ha? Na, nicht aufpassen, das Dirndl. So. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Ja, so schaust du mir aus. Naja. Ich frage mich nur gerade. Hier. Was kann ich für dich tun? Gar nix, Ada, du. Ich finde ihren Tee-Dings, was sie auf dem Kopf von mir dumm trägt, finde ich extremst geil. Du führst vielleicht Nuka World, aber das hier ist Jüngergebiet. Hier haben wir das Sagen. Echt? Das gefreut mich aber. Siehst du, kann man natürlich auch in seiner eigenen Traumwelt dahin vegetieren. Oh, Nuka-Cola hängt mir zum Hals raus. Powerrüstungen habe ich nie verstanden. Das nimmt den Kämpfen doch den ganzen Nervenkitzel. Ja, tu nur, Was ist Mädel. schlimmer, eine Krawatte oder einen Teddybären zu tragen? Was? Hä? Krawatte oder Teddybär? Der spricht jetzt aber nicht mir, oder? Wir tragen eine Teekanne auf dem Kopf. Naja. Oh. Ah, voll geil. Na, wie hängt es? Ah, Hellraiser. Da war der Pinhead unterwegs. So. Das Schöne Nö. daran, in einem Berg zu leben, ist die Tatsache, dass man nicht ständig Nuka-Cola in den Hals geschoben bekommt. Echt? In den Hals? Okay. Wer weiß, Mann. Ihr seid wahrscheinlich so dumm, es schiebt euch das woanders auch noch hin. Die einen von vorn, die anderen von hinten. Gut, ich hätte gesagt, wir spazieren jetzt da in Richtung der anderen. Genau. Hoffentlich kriegen wir bald neue Läufer für die Feuerprobe. Hier muss mal wieder was passieren. Ja, du kannst dir selber anmelden für die Feuerprobe. Die Stühle sind reichlich belegt oder so, keine Ahnung.
Ja. Das Red Beste an Eye. meiner Maske, dass ich nicht so aussehen muss, als würde mich interessieren, was die Leute sagen. Red Eye, du wirst bald zur Blue Lip. Da waren wir auch schon. Was ist da hinten? Hey, Bitte, lass mich gehen! Nö. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Jetzt huckt sie unser Teekanne wieder hin. Ich sag das. Ich meine, das schaut wirklich dämlich aus, oder? Schau mal. Die Roboterwerkbank hat enormes Potenzial. Nicht einmal Jackson hat es geschafft, alle möglichen Kombinationen herauszufinden. Ja, Alter, das wissen wir schon. Aber ist was, jetzt wird's dann auch Zeit einmal für einen neuen Begleiter. Halt dein Messer immer geschärft. Schlampige Arbeit mag niemand. Nö. Beim Pfusch am Bau gehst du ab wie Sau. Mhm. Was haben wir da drinnen? Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ja. Ich hab's nicht so mit anderen. Ja. Du bist ja der gleiche Einhirn-Fanatiker wie alle anderen. Es teilt euch alle zusammen ein Hirn. Mhm. Und alle haben sie dieselben gleichen dummen Sprüche auf der Backe kleben. Gell? Töten kommt besser als stehlen. Dieser Rausch ist der Wahnsinn. Der Was wirklich ist wahr schlimmer? ist. Eine Krawatte oder einen Teddybären zu tragen? Nisha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Ja, ich weiß. Das habt's mir schon 300 Mal gesagt. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Gage hat bestimmt was gedreht, wenn jemand wie du jetzt das Sagen hat. Wenn jemand wie du das sagen Immer hat. faszinierend, ihnen beim Bauen zuzusehen. Wir bauen nicht, mein Schatz. Wir dann nur da kochen, blöd. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Ja. So schaust du mir aus. So schaust du mir auch aus. Wie ein abgewichster Stuhl. Du kleine Nisha hat ja eigentlich nur eine schüche Regel. Maus. Lass dich nicht erwischen. Ja. Das sagst du alle. Ah. Ja, ich glaube, wir haben für heute nur ausgerammt, hä? Hey. Blub. Blub. Gleich habe ich das Ding bestimmt. Ja, ich darf die Hosen aufmachen. Vielleicht findest du die Warzen dann. Keine Ahnung, ob es die Feigwarzen ist oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Was ist da? Oh. Geschafft. Aha. Egal, machen wir alles später. Das werden wir uns dann später alles geben und anschauen. Jetzt marschieren wir mal schnell da ein bisschen weiter. Und machen das, was Pen den ganzen Tag tun, und wir dumm räumen. Mhm. Sehr gut. Weil, das werden wir später alles wieder verkaufen. Es ist total langweilig, seit Seitdem Nisha schon uns uns in Teams gesteckt hat. Bla bla Ich hab's bla nicht so bla mit bla anderen. bla. Ja, es habt es alle nicht mit anderen. Dabei hat es alle dieselbe inzestiöse Gattung. Mhm.
Wahrscheinlich auf der Stirn dieselbe Seriennummer tätowiert. Oder eingraviert. Ich weiß nicht, wie man das macht beim Inzest. Keine Ahnung. So. Fieberblüten. Da gibt's nix. Ah. Ada, komm her. Wo bist denn? Aufgepasst. Hier bist du. Ich bin schon wieder etwaig überladen. Das können wir alles später verkaufen. Ist das geil. Wir geben jetzt einfach einmal einen Schrott. Brrr. Aber ich muss sagen, wir waren eigentlich relativ fleißig mit dem Ausrahmen. Jawohl, schau das auch, wie das geht. Jawohl, genau so. Schau das auch erst da. Boah. Da bleibt mir alles weg, sogar die Spucke. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. So. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Ja, wirklich Es macht wahr erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Mein Mädchen, du machst mir fertig. Wirklich. So. Man kann ja sagen, was man will. Aber Leveldesign technisch ist das Der auch letzte starb Hammer. zu schnell. Ich lass echt nach. Ja, und ich lasse auch noch, weil ich alle zusammen nicht umbringe, sondern den Scheiß dann unterstütze, weil mir da was einbüht, was ich machen will. Da. Verdammt, die haben das Ding gut versteckt. Kate, na, das ist die Spielhölle. Da will ich jetzt nicht hin, ich will da rein. Du kannst reingehen, Overboss. Danke. Ist ja Wahnsinn, oder? Dass der Overboss da rein darf. Tut mir leid, Max. Bisher konnten wir nur rausfinden, dass sie diesen Pip-Boy am Arm trägt. Unser neuer Overboss ist also ein Vault-Bewohner. Oder hat einen umgelegt. Du kannst gehen. Hallo. Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Hier, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist eine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Worüber habt ihr gesprochen, als ich reinkam? Nun, über dich, Overboss. Du bist eine unbekannte Größe. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wäre also toll, wenn du uns ein paar Fragen beantworten würdest. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen Trottel erledigt hast? Langeweile. Genau wie bei diesem Gespräch. Hey, rede gefälligst nicht so mit Max. Ist schon gut, William. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Geld verdienen? Ganz genau. Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Mein Ziel ist, mit diesem Ort so viel Geld wie möglich zu verdienen. Verdammt, wurde ja auch Zeit. Ich freue mich schon auf deine Umsetzung. Du bist im Parler immer willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause.
Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Wir warten so lange darauf, bis dieser Ort wieder für das genutzt wird, für das er sich am besten eignet. Sie ist ja glatt Das zum... Rudel führt sich auf wie tollwütige Tiere. Die Und Max sollte auch so behandelt werden. ist ja richtig sympathisch. Nichts Nützliches zurück. Entschuldigung, wäre sie kein Raider, wäre sie richtig sympathisch. Wer seinen Job gut macht, sollte auch gut leben. Und keine Bande macht ihren Job besser als wir. Entschuldigung, mir kratzt nur gerade die Nasen. Ja, das sind so leichte Allergiezustände, die ich immer kriege bei sowas, weißt du? Jetzt haben wir eigentlich nur mehr die großen Obersäue in dem Laden. Das sind das Rudel, glaube ich. Hast die letzte Partie. Geil. Haben wir da irgendwas? Aufbereitetes Wasser, sehr gut. Ja, nebenbei ein paar Dings. Nee. Entschuldigung. Scheiß Raucherei, die bringt mich sicher noch um. Was würd ich jetzt sagen? Ja, was weiß ich, ganz mein Fall sage ich das. Aber die haben es da eigentlich gemütlich gemacht, ha? Man, es gab halt schon so ein paar Orte, wo ich sage, ja, nehmen wir die sofort. Was ist da herin? Ah, das war das Damenscheißhaus, okay. Da sind wir fertig. Da haben wir eigentlich auch schon fast alles ausgeräumt, ja. Ja, da können wir gerade noch eine zweite Runde einlegen, verkaufen demnächst. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Ich darf aufpassen, Mädchen, mit deinem Verbotox durchsetzten Gefries. Naja. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber das ist jetzt Zeitverschwendung. Richtig. Ich kann niemand mehr toppen. Overboss, machst du wieder Ärger? Ja. Gut. Na, der Schlüpper feucht, ha? Er wird der Schlüpper feucht. Zieh dich aus und lass uns drüber reden. Na 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 na. Das nehmen wir noch alles mit. Na 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 na. Was ist da? Ja, ja. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Nö. Wir wissen, wie man lebt. Bei Na, den anderen wirklich. Banden? Ach ja, Mädchen, ich sag das ist ja richtig. William lassen mich Gäste normalerweise abtasten, aber du kriegst eine Sonderbehandlung. Aha. Ja, aber du brauchst nicht Sonderbehandlung sagen. Wenn du mich ficken willst, dann sag es einfach. Aus. Manchmal frage ich mich echt, wie high waren die wohl, als die das hier gebaut haben? Ja, weiß ich nicht, wie high bist du, hä? Bist du ein Haifisch oder bist du ein Haifisch? Das ist ein Unterschied. Da haben wir auch schon alles ausgekramt, ja. Also wie du siehst, wir sind eigentlich relativ fleißig gewesen. Jetzt geht's noch schnell ab zum Rudel. Gell? Jetzt geht es noch schnell ab zum Rudel. Okay, bis Kaffee. Hä? Sagt mir jetzt gar nichts. Du hast was vergessen, Würstchen. Wisch das nochmal. Oh Bitte Gott. lass mich in Ruhe. Ich gebe mein Bestes, okay? Hey, wenn du meine Aushilfe erschießt, musst du den Besen schwingen. Verstanden, du harter Kerl? Ich mach doch nur Spaß, Oma. Ich halte den Jungen auf Trab. Mir ist es sowas von scheißegal, wie viele Raider ihr seid. In meiner Bar gelten meine Regeln. Wow. Du musst Max, William und Lizzie nur zuhören, dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie wie geschaffen dafür. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber das ist jetzt Zeitverschwendung. Ich habe schon gesagt, Ich kann niemand mehr toppen. so unsympathisch finde ich die Max gar nicht.
Die Raider erzählen andauernd von Blutwürmern. Hoffentlich finde ich nie heraus, was das ist. Du musst Max, William und Lizzie nur zuhören. Dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie wie geschaffen dafür. Ja, wissen wir schon. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Hart arbeiten, hart feiern. So machen's die Raider. Also, was trinkst du? Was hast Was hast du vorrätig? Ich hab jeden Schnaps, den diese Rowdies in die Finger kriegen. Von feinen Spirituosen bis zu Fusel, der dir ein Loch in den Bauch brennt. Na dann, lassen wir mal was in den Bauch brennen. Ja, ich schau mal, was du hast. Klar doch. Na sicher. Ja. Naja, Kaffee. Hm? Da bin ich sofort dabei, hast. Kaffee und Cola. Sogar Kirschcola. Weißt du was? Wollen wir heute mal ein bisschen sozial sein? So. Sympathische Oma. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Echt? Ja, da muss ich ja wirklich ja schon... Bah, da muss mir schon die ganze Welt kehren. Ada? Ada? Ich hab's nicht so mit Gesprächen. Oh. Verdammt nochmal, ja. Du kannst dich hier bestimmt mit wesentlich interessanteren Leuten unterhalten. Wer bist du? Keith Dawkins. Ja, wenn du schon von dir selber ausgehst, dass du so uninteressant bist, dann werde ich mich nicht mit dir unterhalten. Weil das wäre ja dann Zeitverschwendung. Oh. Siehst auch die Rezepte habe ich vergessen. Ich bin so ein Dödelmann. Naja. Da ist ja ein kleiner Dödelmann. Wenn man einen Park leitet, kriegt man schnell Durst. Keine Sorge, Schätzchen, ich helfe gern. Du bist zwar sympathisch, aber nö. Der Typ, der die Chems verkauft, ist ein bisschen schräg. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Ich mach keinen Ärger. Ödlandreisender. Mhm. Okay, da sind wir auch fertig in Cappys Café. Ab zur nächsten Gaudi. So. Wo sitzt das Rudel? Mit der verbeult steifen Nudel. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Nur das Nuka-Cola-Lied? Okay, komm. Du weißt ja gar nicht, was man im Jahr 2020 Neues zerkulkt hat. Ach, da hat es erst Grütze gegeben. Ich habe nie verstanden, was Coulter mit 3 Banden in Nuka World wollte. Er hatte doch uns. Mehr braucht man nicht. Gerade wahrscheinlich deswegen hat er 3 gehabt. Wenn du das jetzt noch nicht verstanden hast, hast du das noch nie verstanden. Da sind wir auch fertig. Ich würde eigentlich zum Rudel. Mhm. Was haben wir da? Nix. Ja, wo sitzt dieses Overboss, Rudel? hast du wieder Ärger? Natürlich. Natürlich. Mache ich Ärger. Wer nicht herausragt, ist keinen Blick wert. Das Rudel lässt die Sau raus. Ah, da müssen wir einer, genau. Da müssen wir rein. Willkommen im Nest, Boss. Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Mädel, du bist aber geil. Das finde ich geil. Ah, keiner von uns ist traurig wegen Coulter. Aber vermassel das nicht. Wow. Was? Bist du Schaf oder Wolf? Das Rudel nimmt nur Wölfe auf. Ich bin nicht, ich bin zwar ein Schaf, aber mit R vorm F, also scharf. Ja, genau.
Bei den Charakter wird es da optisch noch sowas von die Ohrwascheln da nicht ziehen, dass du glaubst, dass du was glaubst. Ja, weiß ich nicht. Das Leben ist zu kurz oder so. Du meintest, wir dürfen keinen von ihnen töten, also. Sei ehrlich, musstest du Schlange stehen, um mich sehen zu dürfen? Nein, ich bin einfach hierher gekommen. Ganz genau. Die meisten kümmern sich um ihren Kram, ohne mir damit auf die Nerven zu gehen. Brauchst du Hilfe, um deinen Platz hier zu finden? Hä? Nein. Nein, es geht schon. Es gibt jede Menge Halsbänder in den Zwingern, falls du es nicht Ja, aber mit dir. Du feiges Stickel. Naja. Hat der sonst noch irgendwas? Nö. Bei genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Ich schick dir meinen Lebenslauf und Referenzen. Was zum Teufel ist ein Lebenslauf? Was auch immer. Ist egal. Ich bin Mason, der Alpha des Rudels. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels. Und werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Das Rudel? Wie passend. Ihr stinkt wie Tiere. Ha, den habe ich noch nie gehört. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es eben. Du willst kein Overboss sein? Wenn ich wüsste, dass die anderen Banden dabei sind, würde ich sofort das Kommando übernehmen. Mache ich auch, wenn sich rausstellt, dass du ein Vollidiot bist. Wenigstens ist es nicht Max Black oder die bekloppte Nisha. Und du kannst kaum schlechter als Coulter sein. Ich habe Pläne für diesen Ort. Wirst schon sehen. Vielleicht kannst du ja wirklich was. Aber wir dachten auch, dass Coulter etwas kann. Und jetzt liegt er in seinem eigenen Blut. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Ich bin ganz Ohr. Klar, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden, nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Was hat's denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Hey, ich weiß nur, was ich gehört habe. Angeblich hat Gage Coulter überredet, Overboss zu werden. Und dich hat er auch dazu gebracht, oder? Vielleicht mag er es, wenn Leute ihm was schulden. So kann er Dinge erledigen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Nachdem Coulter schwach wurde, versammelte uns Gage und versprach, jemanden zu organisieren, der Coulter erledigen würde. Und das hast du soeben getan. Vielleicht war das der Grund für die Feuerprobe. Ist die Geschichtsstunde vorbei? Ja, Boss. Wollte nur erzählen, warum wir alle so sauer sind. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Hab gehört, du sprichst auch mit anderen Banden. Ich plane, alle Banden gleich zu behandeln. Nirgendwo auf der Welt sind zwei Dinge exakt gleich, Boss. Alles hat seinen Platz. Eine Bande wird oben, eine unten landen. Das ist ein einfaches Naturgesetz. Noch eine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie halten willst. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Treue ist keine Einbahnstraße. Naja, wenn er das sagt, dann wird es auch so sein. Aber sie finde ich am allergeilsten. Naja. Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Lassen Sie es mich bitte wissen. Okay, wir Das sind Rudel lässt da die jetzt Sau eigentlich keiner von uns ist vorerst traurig wegen fertig mit den Scheiß. Aber vermassel das nicht. Ja, wir sind dort einmal soweit fertig. Jetzt überlege ich nur gerade. Wie machen wir jetzt weiter? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wie machen wir jetzt weiter? Wir werden jetzt einfach einmal ins Commonwealth zurückreisen. Das werden wir machen.
Dann werden wir den Charakter mal ausrahmen. Nein, wir werden das jetzt so machen. Ich werde mich da jetzt einmal nach dieser Aufnahmesession einmal verabschieden. Genau. Mason hat dich schon erwartet. Weil du bist ja ganz so schlauer Skrippe. Ich werde die Aufnahme jetzt da mal beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich werde jetzt meinen Charakter ausrahmen. Wer nicht herausragt, ist keinen Blick wert. Ja, bla bla Wenn du bla. Fesseln trägst, dann nur, weil du darum bittest. Man wird nur Sklave, wenn man Sklave sein will. Oder spazieren wir... Passt was? Wir werden da schnell mal eine kurze Runde herumspazieren. Vielleicht gibt es ja irgendwas Uninteressantes. Die interessanten Dinge interessieren mich eh nicht. Mich interessieren eher die uninteressanten. Ich meine, atmosphärisch ist der Scheiß schon, gell? Okay. Eigentlich wollte er in Untertitel ausstellen, wieso habe ich es noch nicht gemacht? Karohemd und Hose, das kannst du halten. Was war denn das jetzt? Da ist nix. Oh. Da ist ein Sack. Irgendwas hat das Leveldesign. Gefällt mir. Eröffne das Feuer. Noch keine so große Bedrohung. Nö. Der ist auch leer. Massachusetts. Hat's da nicht mehr ein Lied gegeben? Irgendwas mit Massachusetts? Ja, was weiß ich. Oh. Was ist hier drin? Bisschen was. Eigentlich wollte ich ja diese Aufnahme beenden. Wir schauen mal, was es da gibt. Ich kann mir aber erinnern, da hat es mal Zeit gegeben, da ist auf dem Parkplatz da Dings herumgelaufen. Eine Todeskralle. Gibt es den einmal oder spawnt die so irgendwie ab und zu? Vielleicht einmal, man weiß es nie genau. Da ist da die Ankunft vom Zug, genau. Wir werden jetzt noch da ein Stückchen rüber spazieren, da wo der LKW steht. Den werden wir uns noch anschauen. Und in der nächsten Ausgabe sehen wir sie dann im Commonwealth wieder. Genauso werden wir es machen. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden. Sobald das Ganze dann vorbei ist, werde ich einen Hardcut machen. Ja, genau. Und dann kennst du eh schon aus. Lassen
Sie nichts Nützliches zurück. Traue mich gar nicht, Ada. Gib mir Deckung, verdammt! Naja, Was ist passiert? was passiert ist? Du stirbst gerade. Alle Systeme bereit, Ma'am. Legen wir los. Der war legendär, gell? Plünderer. Ich kann nicht sehen. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Warte, ich speichere da jetzt einmal. Ich möchte jetzt was wissen. Nein, nicht laden, du Trottel. Warte, ich speichere zur Vorsicht noch einmal. Und weiter geht's. Alles voll! Wolltet ihr das nur machen? Nimm's nicht persönlich! Ist nur die Nahrungskette! Oh.